Der Stille. Dieses Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kehrt sicher nach Dharamsala zurück. Chögye Dögu stirbt nach jahrelanger Haft in chinesischem Gefängnis. Die tibetische Zentralverwaltung begeht den 65. Tag der tibetischen Demokratie. 5-tägige Konferenz zu den Beziehungen zwischen Tibet und dem Himalaya beginnt. Sejong beendet seine offiziellen Verpflichtungen in Dharamsala. Tibetische Siedlungen in Kulu weiterhin von starken Regenfällen betroffen. Tibet-Lobbytag in Australien fordert, dass seine Heiligkeit der Dalai Lama seine eigene Reinkarnation wählen darf, nicht China. Kerngruppe für die tibetische Sache ruft zu neuem Bewusstsein für Tibet unter jungen Indern auf. Wöchentlicher Ausblick, Feier des Jahres der Barmherzigkeit. Am Montag dieser Woche kehrte seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama nach einem 1,5-monatigen Aufenthalt in Ladakh sicher nach Dharamsala zurück, wo er von Tibetern, Anhängern und Gratulanten herzlich empfangen wurde. Im Laufe seines längeren Aufenthalts in Ladakh reiste seine Heiligkeit auch nach Zanskar, wo er das Gargul Mega Summer Symposium eröffnete und den Grundstein für den Zanskar Mönlam Chöde legte. Er hielt vor über 21.000 Gläubigen Lehrvorträge, legte den Grundstein für den neuen Jokhang-Tempel, weihte das Dharma-Zentrum in Chuklamsar ein und sprach am 16. und 17. August in Chiwatse vor etwa 50.000 Anhängern bei 2 großen öffentlichen Lehrvorträgen, einer Veranstaltung, bei der auch Gebete für ein langes Leben zu Ehren seiner Heiligkeit gesprochen wurden. Der letzte öffentliche Auftritt seiner Heiligkeit in Ladakh war bei einem Mittagessen am 24. August in Abhiswang, Spituk. Chögye Dögu stirbt nach langjähriger Haft in chinesischem Gefängnis. Zuverlässigen Quellen zufolge ist Dögu Balden Wangye, der Oberlama des Chögye-Klöster in den Dörfern Prodö, Kartab, Nyagle und Chungkur in Gyönjo in Tibet nach langer Haft im Alter von 53 Jahren im Gefängnis verstorben. Dögu Balden Wangye wurde zunächst von den chinesischen Behörden im Gefängnis des Bezirks Gyönjo festgehalten und später nach Chamdo und Lhasa verlegt. Trotz mehrfacher Appelle für seine Freilassung weigerten sich die chinesischen Behörden darauf zu reagieren und verhängten strenge Verbote für jeglichen Kontakt mit ihm. Im Jahr 2025 wurde er gewaltsam in die Provinz Gansu verlegt, wo er weiterhin unerbittlichen Folterungen ausgesetzt war. Am 19. Juli starb er in Haft. Sein Tod hat alle verbundenen Klöster in tiefe Trauer versetzt. Dögu Balden Wangye war als jemand bekannt, der sich sehr für das Wohlergehen der lokalen tibetischen Gemeinschaft engagierte. Seine angesehene Position und seine Lehren weckten jedoch das Misstrauen der chinesischen Behörden. Infolgedessen wurde er gewaltsam verhaftet und etwa 7 bis 8 Jahre lang inhaftiert. Die tibetische Zentralverwaltung und die tibetische Gemeinschaft feierten am Dienstag dieser Woche in Tsulakang den 65. Jahrestag des tibetischen Tages der Demokratie. Sejong Pema-Tsering und Sprecher Khenpo Sonam Denpe gaben jeweils Erklärungen des 16. Kasha und des tibetischen Exilparlaments ab, in denen sie auf die Geschichte, die Bedeutung und die Beiträge seiner Heiligkeit zur Entwicklung dieses Tages eingingen. Die hochrangigen Gäste, darunter der Abgeordnete Alfred Kangam Arthur aus Manipur, der Abgeordnete Wada Yuichiro aus Japan und Christina Jansen, Vorstandsmitglied der International Campaign for Tibet, begrüßten die Entscheidung seiner Heiligkeit in Bezug auf seine Reinkarnation und bekundeten ihre Unterstützung für seine Bemühungen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. The life that His Holiness the Dalai Lama has lived, live that life across the world wherever you are. Be free, be courageous. Understand that his core has been inclusiveness. He has never said that he would segregate the Chinese, he would segregate the rest of the world and make an inclusive or exclusive world just for Tibetans. He has said the world is for all to live. Today, on this celebration of the 65th Democracy Day for the Tibetans, and so also the 98th birthday year of Our Holiness the Dalai Lama, which has been declared a year of compassion. I wish to contribute by saying that whichever way we are and wherever we are today, we need to live up
to the expectations of our holiness, the Dalai Lama. And the day we all understand that what he has been trying to say to us and teach us by all of what he has lived today, the day we start actually living how he has lived, I am sure that day would not be very far when we would see a free, a resurgent, and a strong Tibet. 祝福され続けますように。 Pögyalo in Tibetan means victory to Tibet. So here I say Pögyalo once again. And Tibetans have the right to live as Tibetans. Language and religion are life of the people and treasure of humanity. May His Holiness the Dalai Lama live a long and healthy life and Tibet continue to be blessed. Democracy is not easy. It requires patience, courage, and humility. Mistakes will be made. That is part of the journey. But His Holiness has given you a framework that is both deeply Tibetan and universally human, a democracy rooted in compassion. Die tibetische Gemeinschaft auf der ganzen Welt beging diesen Tag mit Versammlungen, die sowohl persönlich als auch online stattfanden. Die 5-tägige Tibet-Himalaya-Beziehungskonferenz begann diese Woche in der Sejong-Halle in Kanjin-Gishong. Die Konferenz wurde gemeinsam vom Tibet Policy Institute TPI, dem Dalai Lama Institute for Higher Education, dem College for Higher Tibetan Studies und dem Milam Charitable Trust organisiert und von einer vielfältigen Gruppe besucht, darunter königliche Familien aus den Himalaya-Ländern und Gemeinschaften, Wissenschaftler und etwa 30 Studenten aus verschiedenen Regionen des Himalaya. In ihren Grundsatzreden betonten Sejong Bemba Tsering und Sprecher Khenpo Sonam Dimpel die historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Himalaya-Staaten und Tibet und erläuterten ihre Sichtweisen zu den Zielen und der Bedeutung der Konferenz. Sejong Bemba Tsering beendete seine offiziellen Verpflichtungen in Dharamsala mit einem Besuch des Sada College for Higher Tibetan Studies und der tibetischen Einwohner von Dharamsala. Bei beiden Anlässen hielt er Grundsatzreden, in denen er sich auf die historische Unabhängigkeit Tibets, den Mittelwegansatz und einige wichtige Errungenschaften der Abteilungen der tibetischen Zentralverwaltung unter dem 16. Gacha konzentrierte. Zuvor besuchte Sejong die Nyingdo Bling Society, das Chonang-Kloster, das Lhundup Chime-Gazeling-Kloster, das Dömerling-Nonnenkloster und Institut, die Norling-Kinderkrippe und den Kindergarten, das Nobulinga-Institut und das SOS-Kinderdorf Tibet in Gopalpur. Starke Regenfälle in Himachal Pradesh haben zu Wolkenbrüchen, Sachschäden und Überschwemmungen von Autobahnen und Straßen in Kullu und Manali geführt. 3 der 6 tibetischen Siedlungen, die unter die Zuständigkeit des Siedlungsbüros Kullu Balrabling fallen, nämlich Manali, Degiling, Dobi Balrabling und Kullu Yulukö, waren davon betroffen. Aufgrund der starken Regenfälle wurden mehrere tibetische Haushalte von Schwammlawinen und Trümmern überschwemmt und Sachschäden verursacht. Nach einer roten Alarmstufe kontaktierte das Siedlungsbüro die Bezirkskatastrophenschutzbehörde, die die Umsiedlung der Bevölkerung an sichere Orte anordnete. Das Innenministerium der CTA hat dem tibetischen Siedlungsbüro in Kullu 4 Lakhs an Notfallhilfsgeldern zur Verfügung gestellt, um die unmittelbaren Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung zu decken und Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Im Rahmen des diesjährigen Tibet-Lobbytags traf sich der Australia Tibet Council zusammen mit 15 jungen Tibetern aus verschiedenen Regionen Australiens mit rund 30 Mitgliedern des australischen Parlaments aller politischen Parteien, um ihre Stimme zu verschiedenen Themen rund um Tibet und das tibetische Volk zu erheben. Die Delegierten äußerten auch ihre Besorgnis über die Bemühungen der chinesischen Regierung, die tibetische Identität, Sprache und Kultur systematisch auszulöschen, sowie über Fälle transnationaler Unterdrückung von Tibetern in Australien. Sie trafen sich mit der Abgeordneten Susan Templeman, Senator Dean Smith, Senatoren Steph Hoggins-May und Senator Nick McKim, außerdem ihre Besorgnis über die Angelegenheit und bekundeten ihre Unterstützung für die tibetische Sache und das tibetische Volk. Tibetan children are separated from their families and placed in boarding schools, where their language and identity are stripped away with terrible consequences. These are not distant problems or something we can dismiss as internal matters. They are challenges to the core principles that underpin free societies. The right to live in dignity, the right to speak one's language, the right to practice one's faith, the right to chart one's own course, these are universal.
Australia is fortunate to be a democracy and to respect human rights. We enjoy freedoms of speech, belief and association that Tibetans today are denied. But those freedoms we experience here in Australia come with responsibilities, because we cannot believe in democracy and sovereignty for ourselves and be indifferent when those same principles are threatened or denied abroad. That's why Tibetan Lobby Day matters. It is not a symbolic exercise, it is a reminder that our Parliament can and should use its voice on issues such as this, and to do so in a bipartisan and even tripartisan manner, which is why I joined colleagues from across the Senate this morning at a media conference to launch and to draw attention to my colleagues of Tibetan Lobby Day today and tomorrow. We have to be clear. Any Dalai Lama appointed by the Chinese government has no legitimacy, and any Chinese government interference in the choice of the new Dalai Lama is unacceptable. Australia cannot stay silent on these issues. Silence risks being interpreted as acquiescence to authoritarianism. As a democracy with strong commitments to human rights and to a fair, rules-based international order, we have a responsibility to act. That means declaring that Tibet's status remains unresolved and supporting the Tibetan people's right to self-determination. It means encouraging genuine dialogue between China and the Tibetan leadership, and it means funding cultural preservation and advocacy, particularly in exile communities who are working to keep their traditions alive. A principled stand from Australia would bring us into line with many in the international community, including the United States, and with international law. Die Core Group for Tibetan Cause India hielt eine Pressekonferenz in Dharamsala ab, auf der sie dazu aufrief, das Bewusstsein junger Inder für die Bedeutung eines freien Tibets für die Sicherheit Indiens zu stärken. R.K. Khime erinnerte an die erste Tibet-Konferenz, die 1959 unter der Leitung von Loknath Jayaprakash Narayan in Kalkutta stattfand und bei der verschiedene politische Parteien Indien zusammenkamen, um die Unabhängigkeit Tibets zu unterstützen. Die Kerngruppe bekräftigte ihre unerschütterliche Unterstützung für seine Heiligkeit, den 14. Dalai Lama, insbesondere angesichts der jüngsten Äußerungen seiner Heiligkeit zur Fortführung der Institution des Dalai Lama. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahr der Barmherzigkeit unternahm eine Delegation von 5 Mönchen aus dem Kloster Debung Loseling in Indien in Begleitung der Vertreter Jigme Tsering und Popo Tsering vom tibetischen Büro in Lateinamerika eine kulturelle und spirituelle Reise durch Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica und Mexiko, um den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu feiern. Die tibetische Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein veranstaltete eine Reihe von Veranstaltungen zur Feier des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama. In Belgien startete das regionale Godeux-Organisationskomitee Belgiens eine einjährige Initiative, um von August 2025 bis Juli 2026 jeden Monat 50 Menschen mit kostenlosen symbolischen Mahlzeiten zu versorgen, um das Jahr der Barmherzigkeit zu feiern. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.